So, jetzt. Oh. Lizenz für die Bar. Ja. Ja, liebe Leute. Das lesen wir jetzt natürlich. Jesus, komm. Ja, nein, das lesen wir nicht durch. Mild Fantasy Violence, Mild Language, Crude Humor. I like this. Grafikanpassung automatisch. Dann gut. So, also. Ich würde sagen, impossify.com. Annual Pass gibt es auch noch. Du mal schauen, die Musik ein bisschen runter, Audio, Gesamtlautstärke, das klingt schon besser. Episch! Holy! Episch! Also jetzt ist es nicht mal mehr Ultra, sondern episch. Alles klar. We take that. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal die Kampagne. In das crazy game. Ich bin echt gespannt. Das Game haben wir ja schon vor 1,5 Jahren gesehen. Also es ist announced worden. Und an Gamescom war es auch ausgestellt. Da hatten sie einen riesen Stand. Also Bandai Namco hat einen riesen Stand mit Park Beyond. Und ja, es geht aber so schnell, bis dann die Games effektiv draussen sind. Also published sind. Plötzlich ist es dann aber so weit. Ja, was steht jetzt wieder los? Kannst du die ganzen epischen Grafikdetails nicht laden, oder was? Sonst schalten wir dann wieder ein bisschen ab. Aber wenn meine Grafikkarte schon findet, so, ja, muss episch sein, dann lassen wir das so. Hoi. Ja, ich denke, wir müssen gleich noch ein bisschen abschalten. Yes. Wow, da wird mir schlecht. Schon mal zuschauen. Hui. Yes, es geht. Ich denke, das ist bei mir. Aber nein, es ist in-game. Don't worry, Leute, es ist in-game. Hui. Zehn 32. Ja, um diese Zeit werde ich auch mal erst aufstehen. Das ist noch chillig. Uiuiuiui, das ruckelt ganz schön. Also ich denke, wir werden sicher die Grafikeinstellung noch ein bisschen anpassen müssen. Oh nein! Oh ja, das war unlucky. Zum Glück hat sie Knie- und Ellbogenschoner an. Lul. Hey, du hast mich getroffen. Noch cooler wär's, wenn es zu Konfetti explodiert wäre, aber trotzdem super Schuss. Willkommen, Also, es ist eine Frage. Boah. Vielleicht muss ich gleich mit Maus und Tastatur spielen. Ja, ich denke, das kommt auch besser. Steht das sich's? Oder mit vielen und okay. Mit vielen und Tastatur kann ich auch. Mit WASD geht es genau dasselbe. Wunderbar. Rein, rauszoomen. Wow, das ist wirklich episch. Ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn. He?
rotieren mit dem Scrollrad, sage ich jetzt mal. Voilà. Das Ballon. Können wir gerade mal schauen, was das so ist. Die winken etwas zu. Wem winken die zu? Ah, vielleicht diesen Kollegen hier. Deine aktuellen Ziele werden unten rechts angezeigt. Okay, wunderbar. So, dass ihr es natürlich gerade nicht seht. Ist aber, glaube ich, auch weniger schlimm. Ich glaube, es schauen noch schnell Optionen, dass wir hier alles mal auf hoch runter tun. Ui, ich glaube, episch ist doch gerade ein bisschen extrem. Vor allem seht ihr das, glaube ich, nicht einmal. Von dem her bringt es nichts. Gut. Let's go. Ja, ich glaube, das reicht. Also, was müssen wir machen? Öffne den Hilfsbereich, Fragezeichen, in den oberen rechten Ecke und wähle den Hilfebildschirm Achterbahnbau aus. Da oben ist es ganz, ganz klein. Da oben rechts ist der Hilfebereich. Kamerasteuerung, Achterbahnen, hier. Fantastisch, du hast soeben deine erste Achterbahnstrecke gebaut. Folge weiter dem Papierflieger, indem du weitere Streckenabschnitte hinzufügst. Okay, eine Achterbahn zu bauen ist einfach. Bewege deinen Streckenabschnitt in die Richtung, in der er verlaufen soll und drücke die linke Maustaste, um ihn zu platzieren. Hey, nicht sicher? Ein wunderschöner Freitagnachmittag. Ich hoffe, es geht dir gut. Du freust dich aufs Weekend. Also über die rechte Maustaste kannst du den Gleisplatzierungsmodus verlassen, wenn du bestimmte Segmente deiner Achterbahn anpassen oder löschen möchtest. Okay. Drücke erneut auf dem Schienensymbol, Latte-Symbol, um mit der Platzierung fortzufahren. Okay. Keine Sorge, wenn du mit deiner Platzierung unzufrieden bist, kannst du ein Schienensegment auswählen und es mit entfernen. Okay, ja, das ist unser Ding. Also wie kann ich jetzt bauen? Das hat es mir irgendwie noch nicht so wirklich angezeigt. Segment auswählen. Ah, hier. Es ist so klein. Jesus Gott, wie willst du es finden? Highway Racer, hoi, guten Nachmittag, wie geht's dir? Grüezi, alles super und sauber. Ja, doch, mir geht's so gut, danke vielmals. Ah, das fährt da oben an, jawohl. Ich würde sagen, wir gehen steil runter, bis hier. Also, nein, ich will aber... Oh. Wir machen hier ein bisschen übel Wellenlinie. So, Hinweis. Was? Ah, normales Gleis, ja, ja. Wo ist er jetzt her? Ah, dort. Hui. Kurven! In Park Beyond gibt es viele Tools, die helfen, die Achterbahn deine Träume zu bauen. Okay, aber eine Kurve. Ja, das habe ich jetzt zwar schon ein paar gemacht, aber das ist okay. Ah, du kannst die Neigung der Strecke mit R anpassen. Okay. Du kannst die Strecke auch begradigen, indem du F drückst. Das ist praktisch, sobald du komplexe Achterbahnen baust. Okay. Okay. Also müssen wir da über. Das ist okay. Was ist R? Neigung. Aha. Solid. Vielleicht gerade ein bisschen too much. So. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Gut, danke, das ist schön. Das freut mich, dass es dir gut geht. Ja, du. Ich spiele jetzt crazy Rollercoaster Games. Also von dem her. Ich würde sagen, es ist Zeit, sich vorzustellen. Ich bin Blaze. Blaze Ultra. Ich weiß, klingt komisch. Ultra ist nicht mein Geburtsname. Das war Megatronic. Auch nicht ein schlechter Nachname, würde ich sagen. Also, frag Blaze etwas, das dich interessiert. Kannst du helfen, meine Träume zu bauen? Was niemals hießen deine Eltern Megatronic. Ich muss mir kein Zeug ausdenken. Mein Leben ist verrückt genug. Ich wurde in einem Segelflieger zwischen Cincinnati und Bowling Green geboren.
Der Bundesstaat Okay. Kentucky hat keine Namensgebungsgesetze. Man kann Kindern jeden Namen geben. Mom und Dad, Gott segne sie, haben gelost, indem sie alle Ideen in einen Hut geworfen haben. Gelost. Fast hätten sie Gelost. das Etikett gezogen und mich nur zur Handwäsche genannt. Ich mache ja viel wildes und irres Zeug. Aber so etwas Abgefahrenes wie deine Achterbahnentwürfe habe ich noch nie gesehen. Cute. Und es gefällt mir. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto So. mehr finde ich, wir sind uns nicht zufällig begegnet. Ich meine, Zufälle gibt es ständig. Aber die machen mehr Spaß, wenn man so tut, als würden sie was bedeuten. Ich sag dir was. Du bist jetzt Assistent. Phil Bailey wollte, dass ich die von Cloudstormer entwickelten Achterbahnmodule teste. Aber er hat nicht gesagt, wie ich es machen soll. Du hast von Cloudstormer gehört, oder? Super Firma. In letzter Zeit läuft es nicht so gut. Aber jemand mit deiner Vision muss Hammerideen haben, wie man das Beste aus Phils Entwürfen rausholt. Habe ich recht? Guck nicht so, als hättest du eine Wahl. Du weißt, dass es passiert. Schauen wir mal, was du mit einem ordentlichen Achterbahnsatz hinkriegst. Ja, weniger labern, mehr machen, let's go! Sie schaut crazy, was sie machen mir Angst. Naja, es ist schon ein crazy Spiel, also von dem her hoffentlich. Okay. Ja, woher müssen wir jetzt? Ah, bis dahin. Okay. Also F ist zum Begradigen, hat es geheißen. Hä? Oh. Wow, das macht es nochmal länger. Okay. Aber F habe ich irgendwie nicht. Oh shit. Anpassung der Höhe. Egal, ich kann es ja schon löschen, aber wir lösen es mal so. Nachdem wir nun über Kurven gesprochen haben, sehen wir uns an, wie du die Höhe deiner Achterbahn anpassen kannst. Schließlich wäre es also ohne Auf und Ab keine richtige Achterbahn. Das ist es so. Mit Shift und Auf und Ab. Okay, mit Shift. Das klingt doch gut. Ohne ausreichend Schwung werden es die Wagen nicht nach oben schaffen. Du kannst Wagen über Schienen mit einem Kettenlift nach oben ziehen. Denk daran, für abwärts geneigte oder ebene Segmente werden zu normalen Schienen wechseln. Okay. Kettenlift. Okay, jetzt muss ich aber irgendwie da... Gut, ich muss vor allem rauf. Ich mache es jetzt erstmal hier. Mit Shift hat es geheißen, hä? Oh. Oder irgendwie... Ah. So, bis... Da müssen wir etwa kommen. Gut. Wo ist er jetzt her? Da rauf. Okay. Also nochmal ein bisschen rauf. Hahaha. Tutorial, der Testzug. Okay, während du deine Achterbahn baust, fährt der Testzug als Vorschau auf der Strecke. Genau. Und den haben wir auch schon gesehen. Also apropos Achterbahn. Egal, als Albani-Fest in Vinti. Ah, jetzt stimmt, das ist das Wochenende, gell? Also morgen und also fängt es heute schon an. Und dann haben wir morgen und übermorgen. Mega cool, hey. Ja, nice. Das ist eine ganze Stadt, gell, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Genau, um dein nächstes Ziel zu erreichen, muss der Testzug den Papierflieger erreichen. Das das zeigt das Symbol über dem Papierflieger an. Okay. Über das kannst du die Geschwindigkeit regeln, mit der der Testzug fährt. Auf diese Weise kannst du den Testzug schnell an die Stelle bewegen, an der du ihn benötigst, oder eine bestimmte Streckenabschnitt deiner Achterbahn testen. Wenn der Testzug gecrashed ist oder zu viel Schwung verloren hat, kannst du den Testzug zurücksetzen, indem du den Zurücksetz-Button oben im Testzugfenster auswählst. Du solltest dich gelegentlich vergewissern, ob der Testzug noch auf Kurs ist. Okay. Woher müssen wir jetzt? Schauen wir mal, ob er es schafft. Wo ist er? Ah, da ist er. Hui! Jong, jong, jong. Ich finde, es sieht gemütlich aus bis jetzt, ne? Und jetzt gehen wir da rauf, 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 rauf. Rauf, rauf, rauf. Mit 18 km. Los, los. You can do this. There it is. Oh ja, nein, das machen wir nicht. Cool.
Aber der Papierflüger ist, glaube ich, immer noch da, wenn ich es nicht gesehen habe. Nee. Nein, jetzt nicht mehr, okay. Vor dem Krankenhaus. Wo ist das Krankenhaus? Ich will aber nicht ins Spital, ehrlich gesagt. Ah, da ist er. Ah, alles klar. Okay. Dann gehen wir jetzt zum normalen Gleis. Oh ja, richtig schnell runter. Das... Gut, eigentlich können wir ja durch, wo wir wollen, hä? Ich finde, wir gehen hier durch. Am Bubble Tea vorbei. Da oben. Da. Und dann gehen wir hier durch die Bäume durch oder so. Müssen noch ein bisschen, mit Shift noch ein bisschen runter. No, Meter 0, okay. So, jetzt können wir nämlich hier so schön durch die Bäume durch. Gehen wir da. Yes. Schwung sollte es ja genug haben. Machen wir noch ein paar Kürfeli. So. Und jetzt da rauf. Was? Das Gebäude ist echt hoch. Vergiss nicht, den Kettenlift zu aktivieren. Okay. Also nehmen wir den Kettenlift und wir gehen hier rauf. Und das machen wir uns aber noch gerade plus minus so. Ja, so. So. Bis hier. Gut, und jetzt lasst den Testzug das Dach des Krankenhauses erreichen. Okay, jetzt müssen wir mit dem Testzug da. So. Wo ist er? Da ist er. Oh. Oh, es hat Musik. Oh, crazy. Whee. Über das Fußballfeld drüber, da ist sicher das ganze Schüttlerfreude. Party! Wie bei den Sims. Nein, denke ich nicht, dass ich auf Inti Albani Fest komme. Nein. Habe ich eigentlich nicht so vor. Aber ja, das Wochenende ist schon noch ein paar Stunden weg, von dem her weiss es nicht. Let's go! Wir können ein bisschen schneller machen. He? Hui! Hui, hui, hui. Und rauf. So. Fantastisch! Gut gemacht! Jetzt bau die Strecke auf Bodenebene weiter, bis du den Helikopterlandeplatz erreichst. Uiuiui. Okay, also normales Gleis. Und wir gehen hier hure steil runter. So, und einfach gerade. Perfekt. Warum nicht? Albani macht Spaß. Ja, ich bin nicht so der Mensch für sehr viele Menschen. Die aussehen wie abgelehnte Prototypen irgendeiner Stuntshow. Es sind nur eine Zirkuskanone und eine Motorradrampe. Weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Hast du Kanone gesagt? Bauen wir sie in die Achterbahn. Ja. Grandiose Idee. Wer will nicht aus einer Kanone gefeuert werden, oder? Wobei da für mich nie genug Schießpulver im Spiel ist. Ich will, dass mir so richtig die Haare ansengen. Ja, sie ist definitiv verrückt. Sie ist definitiv verrückt. Modulkanone. Schießt deinen Wagenzug mit dem neu freigeschalteten Kanonenmodul über die Lücke. Okay. Du kannst links auf das Modulmenü zugreifen. Genau. Und die Kanone schießt den Zug auf weite Entfernung mit Höchstgeschwindigkeit ab. Oh boy. Ja. Da, Kanone. Würde ich sagen. Ja, perfekt. Dann landen wir doch gerade hier, ne? So. Ja, jetzt. Lass den Testzug. Ah, der Testzug. Okay. Mitfahrkamera. Ah, oh shit. Ui, oh Gott. Ah, das ist
sag mal, machen wir es lieber so. Ah, Sitz 1, Sitz 2. Okay. Hui, bumm. Fantastisch, wunderbar. Gut, haben wir das auch geschafft. Ist da ein neues Spiel für den PC? Yes, Highway Racer. Genau, das ist Park Beyond heisst es. Ja, oh, das Stück ist easy lang. Hey. Genau, das ist letztens gerade rausgekommen. Park Beyond. Das baue eine Strecke durch den Hof und tob dich aus. Tob dich aus, geil. Oh, da kann man sicher durch den Donut durch. Wie cool. Okay, fancy. Genau. Was? Also jetzt. Genau, ja, das ist neu. Es ist schon mega lang angekündigt worden und jetzt ist es endlich draussen. Ja. Das ist so fancy. Wir können eigentlich hier oben drüber, nein, hier runter. Yes, ich glaube, das machen wir. Andere Seite. Gehen wir irgendwie hier rauf oder so? Gehen wir bis hier. Dann gehen wir mit dem Kettenlift da rauf. Genau. Dann müssen wir ja dann noch... Oh. Nein. Dann müssen wir da noch rauf. Ah, eigentlich könnten wir da aussen rum, nicht? So richtig steil. Wieso kann ich da nicht raus? Hä? So kann ich da nicht rauf. Noch nicht bauen? Was noch nicht? Frechheit. Ja, dann löschen wir das halt. Gut. Dann gehen wir halt so rum. So. Also, okay, ich kann mich austoben. Ich finde das gerade ein bisschen fies. Oh ja, perfekt. Hui! Kann ich da rauf wenigstens? Gut, wenigstens da kann ich rauf. Perfekt. Und oh ja, ich will so etwas von hier durch. Haha! So gut. So gut. Okay, so kann ich austoben. Oh yes, da kann man überall durch. Okay, das ist cool. Das wird lustig. Also jetzt sind wir beim Donut durch. Dann gehen wir jetzt hier rauf. So im Zickzack. So ein bisschen. Wo ist die nächste Dings? Da ist die nächste Dings. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt aber hier. So. Und jetzt brauche ich glaube ich auch einen Kettenlift. Sonst komme ich dort dann nicht rauf. Da muss ich irgendwo daher kommen. Oh, das erkennt man gar nicht wirklich so. Ja, ich denke, das sollte etwa länger so. Normales Gleis. Oh, jetzt bin ich zu hoch. Upsi. Na gut, dann gehen wir halt ein bisschen runter. Ist das... Jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich steif. So, hä? Das sollte etwa funktionieren, ne? Funktioniert das echt? Ui. Ja, das ist noch der Plan, aber okay. Gehen wir wieder runter. Ich glaube, wir müssen vor allem zuerst mal schauen, dass wir ein bisschen gerade bleiben. Nein, ja, lassen wir es noch so. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen runter. Also, es kommt einmal bis daher, das ist schon mal gut. Dann gehen wir
da durch. Ach, das wird doch lustig. So. Schon schauen. Da bin ich auch gut drin. Perfekt. Yes. Dann so. Dann gehen wir hier durch. Aber ich glaube, für das bin ich zu tief. Ah ja, ich bin zu tief. Schade. Egal. Dann ja, machen wir hier einfach einen Schlenker, würde ich meinen. Ausser, wir löschen das wieder. Was ist da hier? Genau. Wir bleiben noch ein bisschen weiter oben. Dass wir hier durch können. Durch das da hier. Da. So. Wunderbar, das sieht doch schon besser aus. Muhahaha. Muhahaha. So, und ich würde sagen, jetzt sollten wir irgendwo noch Kanonen platzieren. Ich würde sagen, wir brauchen hier noch irgendwie so einen da. Ganz runter. So. Bis dahin müssen wir, okay. Wir sind unseren unkonventionellen Weg gegangen. He? Gut, so gehen wir hier durch. Dann... geht das nicht? Das sieht irgendwie aus, als hätte sie eine böse Ecke drin. Aber die wissen schon, was sie machen. Ah, wir können natürlich... Oh yeah! Wir gehen einfach so durch. Perfekt. So, machen wir es nicht mehr ganz allzu spektakulär. Gehen wir hier einfach gerade. So. Mach weiter so. Fast geschafft. Lass den Testzug nach das Dach des Gebäudes erreichen. Wenn er es nicht schafft, zieht ihr die Stecke an. Yes. Also jetzt haben wir gar keine Kanone eingebaut. He? Ja, eigentlich noch schade, aber it is how it is. So, Kettenlift. Bis dort rauf müssen wir. So. Dann mit dem normalen Gleis gehen wir bis dahin. So. Lass den Testzug das Dach erreichen. Okay. Mit Fahrkamera. Uiuiuiui. So. Ja. So ist auch am besten. Ach, angenehmer. Es ist rumgeruckelt hier. Oh. Okay, wir haben Dings durchbauen. Auch nicht schlecht. durch Betonmauer. Ja gut, aber solange es funktioniert, lassen wir es so. Smooth ist anders, aber egal. Yeah, we did it! Hey Barracks, wie geht's dir? Nein, natürlich. Das Game ist tatsächlich nicht nur für einen PC. Also, wenn er nur für einen PC wäre, würden wir erstens natürlich kein PS5-Key verlosen. Und warte schnell. Hier gibt es alle Variationen vom Game. Habe ich schnell gepostet in Chat. Wird die Bahn am Albani geben? Baust du gerade im Winter? Ja, schön wär's. Schön wär's. Das wäre doch echt witzig, ne? Und Barracks, oh was? Mega, ja voll. Aber mit Ausrufezeichen Win 1 oder 2 könnt ihr natürlich einen Key gewinnen für PS5, wenn ihr das möchtet. Genau. Und ja, das ist echt witzig, muss ich sagen. Ui, ist das ein moderner Rollercoaster von früher? Es sieht ein bisschen so danach aus, findest du nicht auch? Mach doch durch das Gebäude. Ich glaube, das darfst du aber gar nicht. Ich weiss es nicht. Müsste ich schauen. Du musst Ausrufezeichen Leerschlag 1 oder 2. Wenn du Ausrufezeichen Giveaway in den Chat schreibst, erklärt es dir ganz genau, was du musst schreiben. Aber du kannst Ausrufezeichen Leerschlag 1 oder Leerschlag 2 in den Chat schreiben. Ein Ticket kostet 10 Points. Wenn du nicht weißt, wie viele Points du hast, schreibst du einfach Ausrufezeichen Points in den Chat. Und dann weisst du das auch. So, also nur noch ein Schritt, um den Park auf der anderen Seite des Sees zu erreichen. Sieht so aus, als würde Blaze unten beim Papierflieger auf dich warten.
Ah, da unten. Sehr cool. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr so weit. Würde ich sagen, normales Gleis, hä? Gut, wir können natürlich da schon noch ein paar Kapriolen machen, hä? Vor allem da mit den Höhen und so noch ein bisschen spielen. So. So, hier noch die andere Richtung. Und noch ganz runter. Nice. Jetzt geht es ein bisschen vorne schauen, ob ich da richtig bin. So. Yes. Wuhu! Bracktaler, ja klar. Aber vielleicht ist es Zeit, unsere Träume noch höher steigen zu lassen, als es jeder geistig gesunde Mensch tun würde. Wow, Wasserelement. Da du auf dem besten Wege zum nächsten Freizeitpark Visionär bist, sag mir eins. Wie willst du die Hürden auf diesem Weg überwinden? Baue einen Tunnel durch die Hindernisse, die im Weg sind. Schieß die Wagen über alle Hindernisse, die im Weg sind. Es gibt immer einen Weg, um Hindernisse zu umgehen. Nee, umgehen ist langweilig. Rolle wie eine Welle im Ozean über jedes Hindernis hinweg. Ich finde das dann gut. Nun, das war eher eine rhetorische Frage. Nicht, dass ich da je den Dreh rausgehabt hätte. Ich meine, wenn jemand einen was fragt, sollte man antworten, richtig? Richtig, aber klar. Schauen wir, ob wir aus deiner Vision Realität machen können. Steffi Thaler. Nein, Bracktaler sind es. Ja, also, let's go. Off-Rail-Gleise. What? Mit Off-Rail-Gleisen kannst du verrückte Achterbahnen bauen, die über den Boden rollen und über das Wasser gleiten. Okay, das ist nice. Off-Rail-Gleise sinken beim Platzieren auf Höhe des Grundes ab. Du kannst so viele Gleise nacheinander platzieren, wie du möchtest. Wenn du fertig bist, hebe das Gleis einfach an oder wähle es ab, um die Gleisplatzierung abzuschließen. Off-Rail-Gleise können sowohl an Land als auch auf dem Wasser verwendet werden. Der Zug fährt dann ohne Gleis drüber. Das ist cool. Ja, cool, lässig. Dann gehen wir da drüber, würde ich meinen, oder? Natürlich nicht ohne ein bisschen hier lustiges. So, ein bisschen hin und her, genau. Yeah. Ja. Was? Wo muss ich die jetzt? Ah, hier, Off-Rail. Cool. Ja gut, kommen wir einfach bis da rüber, hä? Oder kann man die echt auch so ein bisschen... Ui. Ah, jetzt. So. Und dann gehen wir dann hier weiter. Nein, die Kanone. Da normales Gleis. Oh, was ist jetzt los? So. Okay. Whatever. Jetzt noch der Testzug. Alles klar. Von hier aus. Wir glitschen einfach durch Dings durch, aber ja, können wir machen. Da ist eine üble Ecke drin. Da frage ich mich wirklich, wie Russ das gemacht hat. Aber ja, nicht mein Problem. Boah, also da darfst du ja auch keine Motion Sickness haben, wenn du hier zuschaust. He? Good luck alle, die mitmachen beim Giveaway. So, und jetzt... Oh, die Strecke sind wir noch nicht gefahren. Yay! Wuhu! Durch die Bäume durch, auch immer gut.
Ah, das ist eine Off-Rail-Strecke in dem Fall noch. Lul, okay. Witzig. Oh, oh no, no, no! Oh no! Nein! Ich bin bleiben stehen! Bald wird es Zeit, dich anzuschnallen und dich ordentlich durchschütteln zu lassen. Das ist großartig. Erst war es ein genialer Notausgang. Jetzt hast du einen ganzen Wohnblock in ein Fahrgeschäft verwandelt. Ich sollte Phil holen, damit er das sieht. Keine Sorge, ich kann Achterbahnen aus 20 Kilometer Entfernung riechen. Und bin einfach gleich mitgekommen. Gütiger Gnom! Wie in Gütiger aller Welt Gnom. habt ihr eine Lizenz dafür bekommen? Lizenz? Haben wir nicht. Wunderbar. Vergebung erhält man schließlich viel leichter als Erlaubnis. Dann los! Oh, oh true, true. Zu viele Öl auf der Bank. Auf der Bahn. Ja, auf der Bank vor allem. Ja, sieht auch gut so aus, hä? Oh, die hat es geköpft, hä? Die hat es gerade geköpft. Oh je, meine. Steffi illegal unterwegs. Das weiss niemand. Aber coole Aussicht. Wey. Vor allem so einfach voll durch die Fußgängerzone und alles. Also die Leute müssen sich richtig bücken oder kommen gar nicht mehr durch. Eigentlich hure assi, hey. Das scheint so schön ins Gesicht, wunderbar. Kann man noch ein bisschen braun werden, bis man da oben ist. Ah, eingebautes Solarium, was will man besser? Was will man besser? Das ist Steffi gut Deutsch. Hm? Hui. Oh shit, ist das super steil. Ah! Okay, cool. Ah. Oh. Ist zu wenig hoch beim Donut. Upsi. Globus vorbei. So, die Strecke kennen wir ja mittlerweile schon ein bisschen. Oder durch das Beton durchglitschen, das kennen wir auch. Ui. Dong. Wenn seid ihr das letzte Mal auf einer Achterbahn gewesen, Leute? Bei mir ist es schon etwa 3 Jahre her. Leider Gottes. Im Europapark waren wir. Aber ich muss sagen, ich weiss nicht, ob ich auf diese Achterbahn drauf hocken würde. Vor allem jetzt kommen wir da nicht raus. Das heisst, wir erreichen das Ziel gar nicht. Das letzte Albani hat Achterbahnen. Der Corona 3 Jahre nicht gewesen. Oh Jemine, ja. Das ist halt der Nachteil. Welcome, welcome! Sunshine and fun. Ja, aber wir kommen nicht her. Hier ist nämlich Schluss. Wir erreichen das Ziel nicht, irgendwie 20 Meter oder so. Menschenskinder, Aber das ist anscheinend egal. diese neuen Module, die du hier hast, darauf wäre ich nie gekommen. Da kommt mir eine Idee. Weißt du, ich wollte mir schon seit einiger Zeit einen Protégé suchen. Ursprünglich über einen Wettbewerb, aber Izzy hat dagegen Einspruch erhoben. Möchtest du dich an einem richtigen Park probieren? Dir winkt kein großartiges Gehalt. Klaus Thomas' Finanzen sind momentan leider etwas prekär. Aber du wirst sehr viel lernen. Vielleicht sogar etwas Nützliches. Also, was sagst du?
Hell Ich yes. nehme dein Schweigen als Ja. Komm schon, die Parkuhr tickt. Ich komme auch mit. Du hast mich nur für heute eingestellt, aber jetzt will ich mehr sehen. Okay. Glückwunsch, maximale Bewertung erreicht. Das ist natürlich sehr gern geschehen. Albanifest geht es nur auf Achterbahnen. Aber was wirklich? Haben die Achterbahnen? Okay. Also so Riesenrad oder was? Oder so richtige Achterbahnen? Das sieht komisch aus. Aber das war vielleicht so eine künstliche, Ich so eines weiß, Blast. der Wald sieht aus der Ferne etwas unheimlich aus. Aber bei näherer Betrachtung lässt er einem nur das Herz in die Buchse rutschen. Nun, als Standort für einen vergnüglichen Freizeitpark für Familien ist es nicht unbedingt die beste Wahl. Oder, Phil? Oh, hallo. Du bist unser Neuzugang, was? Ich bin Isabel Dillard, CEO von Cloudstormer. Obwohl es mir manchmal mehr wie ein Kindergarten vorkommt. Oh, wo bleiben denn meine Manieren? Und was hast du an diesem Park auszusetzen, Izzy? Ich habe schon weit schlimmere Fehler gemacht. Keine Sorge, die werden wir auch besuchen. Nun ja, aber von den gruseligen Coole Bäumen mal Mammutbäume. abgesehen, Das ist geil. das hier sehr viel größer als das Testgelände und deine Notausgangsachterbahn, oder? Nun, es steht eine Menge auf dem Spiel. Ach, Izzy, du ewige Pfennigfuchserin. Ich bin gespannt, welch Wunder unser Neuzugang auf dieser riesigen Spielwiese wirken wird. Und Muhaha. keine Sorge, du musst das nicht alles völlig allein bewältigen. Ich werde dir stets zur Seite stehen und all deine Fragen beantworten. Und auf der anderen Seite stehe ich und behalte das Budget im Auge. Das macht sie bei Boring. Geschäftsessen übrigens genauso. Was Komm ja nicht Budget? auf die Was kein anmaßende Budget? Idee, dir eine Nachspeise gönnen zu wollen. Tja, sagen wir mal so. Wenn unser Grünschnabel hier den Park versemmelt, dann bekommen wir alle unser Fett ab. Oh, wunderbar. Ich liebe Frittiertes. Hey, nein. Bringe den alten Park auf Vordermann. Dieser Park hat eindeutig schon bessere Zeiten gesehen. In seinem derzeitigen Zustand müssen wir uns erstmal um ein paar Probleme kümmern, ehe wir überhaupt Besucher anlocken können. Okay, viele von den alten Wegen sind nicht mehr begehbar, also gelangen Besucher nicht zu unseren Attraktionen und Shops. Sie müssen als erstes vom Parkeingang aus zugänglich gemacht werden. Wege. Weg können wir auch noch bauen. Okay. Als erstes musst du einen Weg aus dem Wegplatzierungsmenü auswählen. Normale Wege verbinden all deine Bauten miteinander. Warteschlangenwege, aha, werden an den Eingängen zu Attraktionen verwendet, wo sich die Besucher anstellen. Okay. Die Platzierungseinstellungen geben dir mehr Kontrolle über deine Wege. Probiere die verschiedenen Optionen aus, um zu sehen, was am besten funktioniert. Also Wegbreite, Tunnelbau, Stützen, okay, Gitterhöhe, Gitterbreite. Nice. Um einen Weg zu löschen, musst du den Weg entfernen drücken. Genau. Also, ja, cool. Abreißen. Ui, da haben wir... Oh, Bonbon weg. Die sind alle gleich teuer. Oh, cool. Okay. Ihr habt den Eingang hier. Das heisst... Ja, ich hätte gerne überall Bonbon weg. Vor allem sind sie alle gleich teuer. Sehr geil. Geländer. Also, ich nehme so etwas von das hier. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Machen den ganzen Park so. Brauchen wir eine Raumstation? Das ist mega klein, Mann! Spiralförmig. Glühbirnen, Barrikadengeländer. Nein, wir machen keine. Aber... Hey, ich wollte das hier gerne löschen. Abreißen.
Ich will da wirklich einfach alles so bitte. Komme ich gar nicht so weit, oder wie? So. Hihi. Alles ist Bot. Sehr gut. Ah, das ist doch schön. Alles ist quietsch bunt. I love it. Ist was. Alles weg. Alles weg. Wir machen einfach die Wege alle neu. So. Ist das eine Attraktion oder nicht? Ich weiß es gar nicht. So. Bring den alten Park auf Vordermann. Okay, was? Das Fahrgeschäft Crashland beim Parkeingang ist immer noch geschlossen, muss eröffnet werden. Okay. Geschlossene Attraktionen verursachen keine Instandhaltungskosten, können aber auch nicht von Besuchern benutzt werden. Die Demonstrationsmodus dient zur Vorführung einer Attraktion, bei der diese aktiv ist, aber alle Eigenschaften unverändert bleiben. Ist eine Attraktion geöffnet, können Besucher Spaß an ihr haben und dich mit Geld und Begeisterung versorgen. Sehr schön. Offene Fahrgeschäfte verursachen monatliche Instandhaltungskosten. Good to know. Normaler Weg. Und hier haben wir noch... Den hier. Nein, oder? Ah, das ist ein Shop. Ah, okay. Dann machen wir da einen normalen Weg draus. Warte schon, wo ist der da? Normaler Weg. So. Gut. Was ist das eigentlich? Ein Objekt ist im Weg. Spielverderber. So. Machen wir die Kurve wieder an. So, dann hier durch. Oh, oh. Ja. Ah, la paz. Ah, schöne rosa Weg. I love it. Gut, ja. Eröffne den Crashlander. Oh. Okay, ja, Crashlander ist wo? Parkeingang. Burgershop. Was ist das? Wo ist diese? Ich denke mal, da kann man noch nicht her. Ist das ein Crashlander? Ah, so. Crashlander, yes, genau, das ist er. Geschlossen. Zuerst Demo-Version. Aber ich denke, das sollte ja schon gehen, oder? Ja, wir öffnen jetzt einfach mal. So. Also die Checkliste muss komplett abgehakt werden. Welche Checkliste? Ah, hier. Ausgang. Ah, okay, okay, fair. Ich will rollen. Machen. Ah, ist schon weg, okay. So. Okay, das hat schon gelangt mit, oder was? Okay. Ein Fahrgeschäft öffnen. Okay. Jedes Fahrgeschäft muss einen Eingang und einen Ausgang haben, die mit einem Weg verbunden sind. Entschuldigung. Bei Eingängen muss es sich um Warteschlangenwege und bei Ausgängen um normale Wege handeln. Okay. Im Detailfenster da kannst du sehen, welche Schritte noch notwendig sind. Das habe ich gemerkt. Yes. Hey Esti, wie geht's dir? Freust du aufs Wochenende? Und Highway Racer, nein, ich wohne in Bern. Winterthur ist nicht gerade um eine Ecke, so für eine Kilby. Wir haben unsere eigene Kilbys, Mann. Budget ist wichtig, niemand hat unendlich Geld. Aber es ist das Game. Ich finde, das sollte man unendlich Geld haben.
Mann, das ist voll langweilig. Ich bin voll enttäuscht. Was ein Objekt ist im Weg? Wo ist eigentlich das Objekt im Weg? Are you kidding me? Ah! 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 Hä? Ja, aber da hat es doch ein Dings. Ich komme nicht raus. Wieso hat es da so einen Unterführungsdingsbums, wenn man dann nicht drunter bauen darf? Das ist weird. Oh. Ja, hier, weg mit euch. So. Ja. Schon besser. Oh, dann kommen wir hier nämlich dann wieder zurück zum... machen wir so und dann einen geraden Weg. So. Oh. Perfekt. Ja, wunderbar. Ich finde, das passt. Ich finde, das sieht super aus. Also, wir haben Eingang, wir haben Ausgang. Der Ticketpreis kostet 3,50 Franken. Oder 3,50 $, so. Warte auf Besucher. Umbenennen. Mitfahrkamera. Mitfahrkamera. Aha. Passiert aber noch nicht. Ja, kommen Besucher. Hallo? Willkommen bei Cloudstormer. Deine einfallsreichen, selbst gebastelten Achterbahnen haben Aufmerksamkeit erregt und nun wurdest du in der Visionärsabteilung von Cloudstormer Entertainment eingestellt. Was für eine Gelegenheit. Phil muss dich noch CEO Izzy Diller vorstellen, aber er hat erwähnt, dass sie im pazifischen Nordwesten ein Problem hat. Dort befindet sich in einem sehr gruseligen Wald ein Freizeitpark, der eigentlich gar nicht gruselig sein soll. Und obendrein sind die Profite im Freifall. Und zwar nicht von der spaßigen Sorte, wie bei einem Drop Tower. Ja, blöd. Na, baue und eröffne einen neuen Shop. Okay. Gut. Da steht... Ah, Toilette. Okay. Hat geöffnet, das ist doch gut. Ja, gut. Was? Rego fährt mir unten an. Hä? Mit Bauen? Strasse und dann das Dach drauf. Du, das Dach ist schon dort gestanden. Ich kann nichts dafür. Das war schon dort. Ich musste es jetzt halt abbauen. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht. Normalerweise machen wir es so. Ja? Was ist das hier? Burger Shop. Arbeitsmodus gemäßigt. Ja, fair. Also... Bilanz. Ui. Sauberkeit, Menschen... Ja, also okay, sie muss jetzt ein neues Dings bauen, aber wie? Riesenrad-Content, Seppel, wie geht's dir? Moin. Frau, was? Riesen vor allem, genau, Riesen. Ja, ich würde das hier gerne aufmachen, darf ich nicht? Ich weiss ehrlich gesagt gerade nicht, was ich jetzt machen muss. Ah, hier! Play drücken! Nein, geht nicht. Unten rechts steht zwar, baue und öffne ein neues Fahrgeschäft, einzelbleibend. Wähle und platziere ein Fahrgeschäft aus. Dem Fahrgeschäft-Menü. Ah, krass und Krake, Piratenschiff, strahlendes Pendel. Welches wollen wir nehmen, Leute? Ihr dürft entscheiden. Ihr dürft entscheiden, welches das wir nehmen wollen. Wir wollen den krassen Kraken
Da ist 1 Spass, 2 Rentabilität und 5 Begeisterung. Oder wir haben das Piratenschiff, das ist 5 Spass, 3 Rentabilität und 1 Begeisterung. Oder wir nehmen den Strand, das Pendel, das ist 3 Spass, 5 Rentabilität und 1 Begeisterung. Steffi, wieder Lost? Ja, natürlich, oder? Nicht krosse Krame. Krasser Kraken. Da, so sieht der aus. Ein bisschen unspektakulär, wenn ihr mich fragt. Was haben wir hier? Das Piratenschiff. Ja, das sieht noch unspektakulärer aus. Das sieht fancy aus. Was kann das? Immer die HSG-Simulatoren. Ja, an Betracht dessen, dass das am meisten Rentabilität bringt, würde ich eigentlich sagen, ich baue das. Oder? Und zwar effektiv gerade hier. Schön neben dem Eingang. Was meint ihr? Makes sense. So hier. Neben dem Burger. Ich passe da noch eins dazwischen. So. Cool. Jetzt frage ich mich aber gerade, ist das Warteschlangenweg? Finger. Sag mal, passt das? Die Kreuzung darf nicht so steil sein. Da, weg mit dem. So. Yes, daher. Geht doch. Und den Ausgang muss ich noch bauen. Der Ausgang... jetzt muss ein normaler Weg sein, den bauen wir einfach hier. So. Gut. Yeah! Und jetzt ein neuer Shop. Jetzt ein neuer Shop. Shops und Einrichtungen. Wir haben nur da den kandierten Äpfelshop. Den bauen wir natürlich auch gerade hier sofort neben Eingang. Versteht sich von allein, oder? Die Leute müssen ja schliesslich kommen und gerade einen kandierten Äpfel essen. So, bringen wir mal genau weiterspielen. Setzt das Spiel fort. Yeah! Lässig! Also, jetzt müssen 40 Leute jetzt kommen. Wir geben ein bisschen Gas. 3-fache Geschwindigkeit. Sie kommen, die ersten kommen, ja! Hello, guys! 4 Leute sind es. Nur noch 10. Also 10 mehr. 10 mal so viel, meine ich. Sie kommen von überall her. Ja, ganz viele Leute. Oh, schau mal die Autos an. Fantastisch. Das haben wir gern. Los, geht rein. Sehr gut, sehr gut. Leute, habt Spass. Habt Spass. Oh, ganz viel kommen. Yeah! Cool. Hallo, kandierte Äpfel. Sie fein. Kaufen sie. Oh Gott, das sieht ja schlimm aus. Die ersten Besucher sind da. Sehen wir uns doch mal an, wer unseren Park betritt. Okay. Wähle eine Erwachsenengruppe aus. Herr Romero und Begleitung. Weg zu Crash. Ein Glücksgefühl, sehr glücklich. Das freut mich natürlich. Okay. Wähle eine Teenagergruppe aus. Oh Gott. Sind das Teenager? Anthony und Bekannte. Sehr glücklich auch. Super. Unterwegs zum Crashländer. Und jetzt eine Familie. Da ist eine Familie. Auch zum Crashländer unterwegs. Wunderbar. Das kommt gut! Es ist voll Erfolg. Ich sehe es jetzt schon. Du hast den Park gesehen und den waldigen Standort. Das ist doch wunderschön. Du weißt also genau, womit du es zu tun hast. Du musst einen Plan entwickeln, um diese Investition profitabel zu machen. Izzy hat natürlich recht, aber dein Job dreht sich nicht um nackte Zahlen. Du bist für Ideen zuständig, genau wie ich. Und da sind Kreativität und Innovation gefragt. Ideen, ja. Aber lass sie nicht zu abenteuerlich ausfallen. Burgen werden nämlich nicht auf Sand gebaut. Oh, aber Sandburgen sind etwas sehr Feines, Izzy.
Der Nervenkitzel vor der nächsten Welle macht doch den Reiz erst aus. Nein, so Wenn wir ein diesen Park in den Sand Adrenalin-Junkie. setzen, wird das ein rechtlicher und finanzieller Albtraum. Schließlich steht Cloudstormer jetzt schon kurz vor dem katastrophalen Aus. Oh, spannend. Aber was Izzy damit sagen will, ist ganz einfach. Wen sollten wir mit diesem neuen Park an die Kassen locken? Also ein super Standard für einen Park für Teenager. Eigentlich schon. Das perfekte Familienerlebnis. Aber weißt du, jede Zielgruppe befolgt andere Attraktionen und Shops. Teenager trinken beispielsweise gerne zuckerhaltige Getränke und fahren mit spannenden Attraktionen. Das perfekte Familienerlebnis. Jede Zielgruppe für Familien trinken beispielsweise gerne Kakao und wollen sich in Fantasie verlieren, okay? Und Erwachsene trinken gerne Kaffee und lassen sich kulinarisch rühren. Oh nein, das habe ich nicht Lust. Hey Spo, wie geht's dir? Einen wunderschönen Freitagnachmittag. Hast du schon Pläne fürs Wochenende? Hoch. Bin ich noch rechtzeitig reingekommen, mein Handy daheim vergessen, aber eigentlich einen Reminder gemacht für den Stream. No, du bist so herzig. Ja, du bist natürlich noch da, also noch pünktlich da. Es geht noch 3/4 Stunde. Also, beziehungsweise, Moment, lass mich schnell nachschauen, wie lange das Giveaway noch läuft. Also, ja, beziehungsweise es läuft noch, ja. Er ist doch gestartet, nicht? Warum zeigt es mir nichts an? Ah, doch, jetzt. Haha, sehr gut. Noch 40 Minuten, also easy peasy, lemon squeezy. Genau, nein, genau. Leute, aber alle, die mitkommen, also die sogar neu rein sind, wir haben ein Giveaway im Laufen. Ihr könnt Park Beyond für den PS5 gewinnen, also ein Key. Ihr kommt einfach einen Key über. Genau, mit Ausrufezeichen Win, Leertaste 1 oder 2 könnt ihr euch ein Ticket kaufen. Entweder 1 Ticket oder 2 Tickets natürlich. 1 Ticket kostet 10 Points und wenn ihr nicht wisst, wie viele Points das ihr habt, gebt ihr einfach schnell Ausrufezeichen Points in den Chat ein und dann wisst ihr das auch. Und die Voraussetzung ist natürlich, ihr müsst Follower sein. Yes, yes. Papi im Spital besuchen, morgen ein bisschen putzen für am Sonntag, hinten raus Sitzplatz. Bei der Mutter, mega schön, wo sie am Sonntag Geburtstag hat und wir grillen heute. Nice, sehr, sehr cool. Ich wünsche schon mal eine schöne Geburtstagsparty und lecker Essen. Gibt es ein PS5 dazu? Nein, leider nicht, Essi. Leider nicht. Das einfach Zitronenquetschfach. Das habe ich noch nie gehört, kann man aber sicher auch sagen, ja. Also bin ich genau in einem Bewerbungsgespräch inne, wo wir anwesend sind. Ja, leider schon. Leider schon, sorry, Spo. Das Ding ist, wenn du nicht da bist, ja. Wir haben, weißt, das Ding ist, wir haben immer die Regeln. Wir können nicht einfach mal eine Ausnahme machen. Sorry. Ja, tut mir leid, Spo. Also, was wollen wir? Wollen wir eher Teenager, die zuckerhaltige Getränke trinken und spannende Attraktionen fahren? Oder wollen wir Kakao und Fantasy? Wie für Teenager. Teenager sind crazy. Kinder, die haben nicht so gerne so abgefuckt. Sie gehen mit Teenager. Teenager, gute Wahl. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Lass dem Park lieber auch etwas Geld übrig. Das werden wir vielleicht brauchen, wenn unser Visionär vorhat, mehr als nur einen Limonadenstand und eine Toilette zu bauen. Das Forschungsteam kann ein paar neue Fahrgeschäfte für uns bauen? Ja? Definitiv. Nur leider nicht hier. Sophia ist an der Ostküste beschäftigt. Aber vielleicht kann sie uns Teenager, ja, mit einem geil. dieser originellen Ornithopter etwas vorbeischicken. Diese Geräte nennt man jetzt Drohnen, Phil. Was schlägst du als Thema vor? Western, Sarkastische Hipster jeden Alters würden im Zuckerzauberland durchdrehen. Science Fiction. Wie fürs Zuckerzauberland, Leute. So Ich etwas hatte von. mir ein moderneres Thema erhofft. Ist mir gleich. Aber das I ist don't wohl care. die sichere Wahl. Süßigkeiten sind äußerst gefährlich, wenn so ein Bonbon im Hals stecken bleibt. Oh, schon wieder, Phil. Diese Dinger darf man nicht im Ganzen schlucken.
Und das gilt nicht nur für Kinder, sondern vor allem für dich. Oh Mann. Bist du mit dem Hey, Angriffsplan Polly. zufrieden? Oder willst du nochmal neu verhandeln? Ja, wenn wir Science Fiction oder was? Was weise eine positive Monatsbilanz vor? Besitze mindestens 2 rentable Fahrgeschäfte. Verfüge in deinem Park über 170 Besucher des Typs Teenager. Oh Mann, okay. Du erhältst ein Paket mit Objekten zum Thema Zuckerzauberland. Finde ich super. So klassische Hipster tönt witzig. Eben geil, finde ich auch. Finde ich aber auch, dass das lustig tönt hat. Hoi Polly, wie geht's dir? Hey, habt ihr schon etwas fürs Wochenende geplant? Oder bei mir ist meine Wochenendpläne sind teilweise leider ins Wasser gefallen aufgrund des Wetter. Also beziehungsweise, sagen wir es so, wenn es am Sonntag nicht wieder schön wird, so unverhofft, dann muss ich leider meine Pläne ändern. Aber das wäre auch okay. Das Schlechtwetterprogramm, in Anführungszeichen, ist auch ganz cool. Das Schönwetterprogramm wäre einfach an der Aare entlang hochlaufen und dann auf einem Donut sitzen und sich herabtreiben. Und das Schlechtwetterprogramm ist Erdbeere pflücken. Das sage ich auch nicht, nein. So, also. Das sind die verschiedenen Meilensteine. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, also das Hauptziel. Das klingt doch gut. Also, los geht's. Na gut, wir werden alles Nötige vorbereiten. Ich hoffe, dir ist klar, dass mit diesem Projekt das Schicksal der Firma in deinen Händen liegt. Bind mich an eine Rakete und zünd die Lunte an. Ja, aufregend. Aufregend. Dein allererster richtiger Freizeitpark? Ich erinnere mich noch an meinen ersten. In Bangkok, nach dem Krieg. Oder war es Singapur? Bangkok, Singapur, ist schon fast das Gleiche. Es war Cleveland. Es war im Bundesstaat New York, Phil. Das Kuriositätenkabinett deines Vaters. Sicher, dass es nicht der Thrillinator war? Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. Nein. Moment, was war gestern? Montag. Oh Mann. Und das war's für heute. Danke, dass ihr alle da wart. Übrigens arbeite ich bei Computer Center und arbeite mit Prakt zusammen, Steffi. Hey, mega cool. Ja, nice. Finde ich richtig gut. Wo fängt es nicht mehr regnen am Sonntag? Wirklich? Hey, also, aber das Wetter, das wechselt so schnell hin und her. Also man kann echt nicht sagen. Man muss wirklich spontan schauen. Wirklich spontan schauen. Ich bin noch ein bisschen im Lurk, muss jetzt gerade ins Meeting. Tüdelü, vielleicht schaffst du ja noch mal rein, bevor du aufhörst. Yes, danke für den Lurk, Spu. Und bis später vielleicht. So. Baue den Park für Teenager aus. Wenn deine Besuchergruppen glücklich sein sollen, musst du alle ihre Bedürfnisse erfüllen. Glückliche Besucher verbringen mehr Zeit in dem Park und geben mehr Geld aus. Sorgen wir also zunächst einmal dafür, dass immer genug Bänke da sind, auf denen die Besucher Energie tanken können. Bank. Ja, okay, können wir machen. Ist zwar langweilig, aber ja, fair. Ein Food- und Drinks-Angebot ist das wichtigste Bedürfnis deiner Besucher. Du kannst es durch den Bau der entsprechenden Shops erfüllen. Früher oder später werden deine Besucher auch eine Toilette aufsuchen müssen, um sich zu erleichtern. Und herumzulaufen ist anstrengend. Du solltest Bänke aufstellen, auf denen sich deine Besucher niederlassen können, um Energie zu tanken. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Sammy, Shops und Einrichtungen. Oh mein Gott. Kebab-Shop. Da tun wir den ganz weit hängen. Irgendwie dahinter oder so. Ich kann nicht. Da tun wir den dort irgendwo. Also, Bank müssen wir machen. Da Bank. Oh Gott. Bonbon Bank. Marshmallow Bank. Eiscreme Sandwich Bank. Ich fange mit der an. Ah, finde ich super. Da können sie her sitzen. Und kandierte Äpfel essen. Die sieht cool aus. Ja, hier gerade vis-à-vis. Finde ich gut. Da auch. 5 muss ich machen, oder? Ja, hier können sie aufeinander warten, wenn sie aufs WC müssen. Und hier ist ein bisschen abseits, da können sie zuschauen. So. Da können sie hier zuschauen. Das ist doch witzig. Cool. Also.
haben wir 5 Bänke platziert. Als nächstes würde ich dann auf die Marshmallow-Bank wechseln. Aber jetzt haben wir zuerst mal die Region hier abgedeckt. So gut. Nein. Toilettenbedürfnis. Okay. Warte, das kann ich noch raus. Hä? Mülleimer. Oh, ich will aber auch noch einen Mülleimer machen. He? Da. Standardtoilette. Gibt es eine normale? Alle anzeigen. Ja, in dem Fall. Das WC-Dümmer. Ah ja, das können wir hier tun. Das ist eigentlich gut solid. Baue den Park für Teenager aus. Achte beim Ausbau deines Parks aktiv auf die Bedürfnisse deiner Besucher und gewöhne dir an, Shops und Bänke zu platzieren. Manchmal gibt es aber auch Situationen, in denen du vielleicht bestimmte Problemzonen deines Parks angehen musst, also Bereiche, in denen deine Besucher zum Beispiel unglücklich, müde, hungrig oder durstig sind. Die Infoansicht gibt einen schnellen Überblick darüber, bei welchen Besuchergruppen bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Lass uns herausfinden, wo das Toilettenbedürfnis am höchsten ist und die nächste Toilette in diesem Bereich platzieren. Okay. Show me. Mit Infoansichten kannst du in deinem Park bestimmte Probleme hervorheben. Es gibt verschiedene Ansichten für Besucher, Personal und Bauten. Also wie bei, wie sagt man? Nicht Zootopia. Was war es? Planet Zoo ist es, glaube ich, oder? Genau, da kann man das auch machen. Das ist cool. Man kann nie genug Mülleimer haben. Finde ich eben auch, ja. Finde ich auch. Gerade in einem Park, also so in einem Freizeitpark. Also, die gewählten Elemente werden in einem Spektrum von grün bis rot angezeigt. Um nur Elemente hervorzuheben, die einen kritischen Status erreicht haben, kannst du die Ansicht in den kritischen Modus umschalten. Elemente, die mit der jeweiligen Thematik verknüpft sind, wie du die ansiehst, werden in einer neutralen blauen Farbe angezeigt. Okay. Da. Glücksgefühl. Oh, sie sind nicht happy. Ja, bevor sie in meinem Park sind, sind sie noch nicht happy. Aber das macht ja auch durchaus Sinn. Sie sind sehr happy. Trinken. Da hingen. Okay. Essen. Yeah. Okay, ich sehe schon, dort hinten muss ich noch etwas bauen. Oh, das sind ja 2 Toiletten nebeneinander. Upsi. Das habe ich nicht gesehen. Aber ja. Energie. Ja, da hat 1 Bank, 2 Bank. Könnt ihr hier sitzen. Übelkeit. Euphorie. Sucht Souvenirs. Oh, Souvenirs haben wir gar keine. Okay, fair enough. Besuchervorlieben. Ablehnen. Okay. Familien, Teenager. Hä? Jetzt haben wir hier noch Personal. Und Zeug, wo man muss warten. Gut, aber das ist für uns ja am kritischer Wert. Das ist ja für uns am spannendsten. So, das sieht solid aus. Aber, eben, das WC müssen wir noch bauen. He? Wo haben wir hier? Nicht abreißen. Da. WC, Shops und Einrichtungen. Hier, was ist das? Personalraum, aha. Ich würde sagen, wir machen da hinten, so ein bisschen abseits, so. Dann kommen wir eventuell... Ja, so. Dann machen wir noch das WC. Teenager, erwachsene Familien mögen verschiedene Shops und Attraktionen. Im Idealfall sollte jede Zielgruppe in deinem Park eine Attraktion finden, die ihr gefällt. Du hast beschlossen, in erster Linie Teenager in deinen Park zu bringen. Also sollten wir als erstes für diese Zielgruppe bauen. Mit was für einer Cam und einem Mix streamst du? Polly, ich habe ein Logitech Brio 4K. Das ist meine Webcam. Und Mikrofon ist ein Blue Microphone Yeti X. Yes. Genau. Das haben wir auch bei uns im Streaming-Studio in Megenwil. Also egal von wo wir aus streamen, wir haben das, die Dings. Der Nico hat das gleiche Mikrofon, aber eine andere Kamera, soweit ich weiß. Aber die ist halt privat. Genau. Wow, das sieht cool aus. Oi. Ist denn dort Parkeingang? Aha. Also, Filter im Fahrgeschäftsmenü. Fahrgeschäfte nach Teenager.
Familien, Teenager. Sehr cool. Oh, was ist denn das? Ring of Fire! Holy! Aber wir müssen Sachen haben, die ein bisschen rentabel sind. Das haben wir jetzt schon. Das sieht zwar cool aus, aber ist gar nicht rentabel. Der krasse Krake ist einfach ein bisschen rentabler. He? Aber das sieht wie lame aus, Mann. Ich finde, das sieht cool aus. Holy shit! Das ist voll geil. Aber das ist null rentabel. Das ist voll doof. Oh shit, was ist denn das? Holy. Was denn das? Was denn das? Wie kann ich es echt drehen? Ah, so. Was zum Henker? Was kann das? Ah, oh shit, ich weiss, was es ist. Oh no, das ist ja übel. Holy. Okay, weißt du was? Aber ich tue jetzt den hier her. So, let's go. Ich brauche... Moment, ich mache noch Pause drücken. Ich brauche nämlich jetzt so einen Ausgang. He? Ah, beziehungsweise... Die tun so, als wäre das der Ausgang. Das finde ich nicht okay. Da schnell abreißen. So. Da. Eingang. So. Perfekt. Und hinten Ausgang, da können wir noch gar nicht durch. Aber wir machen mal diesen da. Mit der neuen Attraktion, die Teenager begeistern wird, wäre es großartig, in der Nähe Shops zu bauen, die ihnen gefallen. Wenn Besucher Hunger und Durst haben, suchen sie nach einem neuen Shop in der Nähe, der ihnen gefällt. Das ist korrekt. Aber wir müssen dann noch Wege bauen. Und sonst kommen sie nämlich da nicht wieder zurück. Oh, nein. Oh. Ich will da den Bonbonweg. Entschuldigung. Ich will Bonbonwege. Außerhalb des Spielbereichs. Excuse me? Ja, ist gut, dann machen wir das halt so. So. Das sieht zwar nicht schön aus, aber I don't care. Die Cam ist gar nicht mal so schlecht für eine Webcam oder Preis. Die ist super, hey. Die ist fantastisch. Ich finde sie richtig gut. Na, so. Wow, da Getränk. Kebab-Shop. Perfekt, da tun wir daher. Yes, es sieht aus! Holy shit! Oh mein Gott, was ist das? Hey, nein! Also, wir haben einen Kebab-Shop, kandierte von Heimer halt schon. Aber ja, gibt es noch etwas? Ah, Getränk hier. Sehen wir hier? Energy Drink, Soft Drink. Soft Drink. Energy. Ah, okay, wir nehmen hier, da hier. Jesus Gott, das sieht so schlimm aus. Frecken. Nein, das ist ja schlimm. Aber ja, ich würde sagen, dann tun wir gut daher. So. Welches steht so? Yeah. Bring die Parksauberkeit in Ordnung. Yes, Mülleimer und so weiter. He? Die erste Komponente deiner Parkattraktivität ist die Sauberkeit deines Parks. Achte darauf, dass Wege frei von Müll und Toiletten sauber sind. Ein guter erster Schritt wäre, dir einen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen. Also, dann machen wir das. Filter. Familie, Teenager, hier. Was war das? Was meint das? Ist echt eine Euphorie, Mann. Sucht Souvenirs. Ich finde, das sieht ganz gut aus bis jetzt, oder? Ich denke, das wird auch beim Glücksgefühl sein. Nee. Teenager vor allem, hä? Besucher vorlieben, aber das Personal. Ah, kritischer Wert, hier, da. Wartungszustand. Ja, sieht auch gut aus. Gewinn. Was mache ich? Ja gut, es hat noch gar nicht aufgemacht, von dem her. Das wird noch jetzt wenig benutzt, ja? Ja. Markiere das Sauberkeitssymbol, um dies zu sehen. Ach so. Ja, und wo? Hä? Ziele. Finanzen, Shops, Besucher. Ja, wo ist jetzt das Sauberkeitssymbol? Ich finde das nicht mal. Ziele. Hä? Ja,
Ja, nicht genug Attraktionen. Wir haben erst aufgemacht, Mann. Apropos. Ich könnte hier eigentlich den Preis ein bisschen aufentun. Machen wir 5. Und hier machen wir 5,50. Jetzt einfach überall 50 drauf. Alles hat auch offen, das ist gut. Es hat alles offen. Perfekt. Aber wo ich Dings mache, weiss ich immer noch nicht. Wo ist das? Markiert das Sauberkeitssymbol. Oben am Bildschirm. Ah, hier! Ah, Jesus Gott, okay. Gut. Besucher lassen ihren Müll fallen, wenn sie keinen Mülleimer in der Nähe finden. Eingänge zur Attraktion und Bereiche mit einer hohen Shopdichte sind am häufigsten davon betroffen. Verteilt gleichmäßig auf neuen Wegen. Genau, endlich. Habe ich vorher eigentlich schon machen. Aber das ist gut. Dann machen wir jetzt die Mülleimer jetzt. Die wären hier wahrscheinlich. Du hast hinter ein rentables, damit die Leute dort durch müssen. Ja, auch nicht unbedingt, oder? Zu viel HSG-Simulatoren gespielt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Du musst längere Wege machen, können mehr Leute anstehen. Ist das so? Köderkübel, genau, ja. Köderkübel. So sieht es aus. Denke an die Mülleimer. Da, Mülleimer. Oh, die sehen lustig aus. So cool. Da beim Eingang, da geht einer, da geht einer. Da einen. Da machen wir einen und da machen wir einen. Da beim WC noch einen. Gut. Mülleimer tragen zwar zur Entsorgung von zukünftigem Müll bei, doch auf dem Weg liegen immer noch eine Menge Müll, der aufgesammelt werden muss. Stelle Reinigungskräfte ein, um Müll aufzusammeln, Mülleimer zu leeren und die Toiletten zu putzen. Ich muss aber noch mehr Mülleimer platzieren. Excuse. Bin noch nicht zufrieden. So. Da. Noch ein paar von denen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde da... Oh. Ja, egal. Lassen wir jetzt da. Da. Bevor wir rasten. Nicht wahr? Da auch noch. So. Und dann vor allem hier. Ganz wichtig. So. Gut, ich glaube, jetzt haben wir genug. Wie gesagt, man kann nicht genug Mülleimer haben. Man kann nicht genug Mülleimer haben. Eine Schiessbude? Nein. Schiessbude brauchen wir nicht. Aber Reinigungskräfte. Da finde ich das Personal. Personal rekrutieren. Oder wie ist das? Gehalt. Derzeit angestellt haben wir keine. Du streifst den Park. Die sind auch gleich schnell. Energie. Warum ist das so tief? Okay. Der John Cunningham. Wartungspersonalausrüstung. Verbessert kein Personal. Kann impossifiziert. Okay. Ja. Azubi. Mindestens effizient. Azubi. Effizient minus 15%. Ja, nein. Geben wir dem einfach feuern. Nein. Ja, wie kann ich es anstellen? Ah, hier. Okay. Ah, das sind die wir schon haben. Aha. Ah, okay. Und ich habe jetzt einfach einen neuen. Okay. Meinst du nicht recht? Erreiche eine Parkattraktivität von 100. Oha. Bringe die Parksauberkeit in Ordnung. Wir spielen mal weiter. Wir haben ja Dings. Ah, ich muss 4 einstellen. Jesus Gott. Okay. So. Gut. Steigere die Spaßwertung des Parks. Fantastisch. Hoffentlich wissen die Besucher einen sauberen und ordentlichen Park zu schätzen. Kommen wir nun zum zweiten Komponente der Parkattraktivität, der Spaßwertung deines Parks. Spaßerfahrungen werden jedes Mal generiert, wenn Besucher eine Attraktion nutzen oder mit Animateuren interagieren. Die Spaßwertung stellt den Durchschnitt aller Spaßerfahrungen der letzten 10 Tage dar. Lasst uns mit dem Wissen bewaffnet nun ganz gezielt nach Attraktionen suchen, die Spaß machen. Okay, let's go!
darf ich endlich meinen Feuerring auf... Wow, es hat noch mehr bekommen. Also, Spass vor allem. Das bringt Spass. Tanzende Teetassen. Da haben wir schon, das ist gut. Was ist denn das? Okay. Das bringt nicht so viel Spaß. Das, ja! Ja! Ring of Fire! Oh. Finally, Mann. So genial. Stell das mit rein. Genau hier. So. Oh ja. Oh ja. So etwas von BAM! Und jetzt noch ein Ausgang. Der Ausgang steht. Easy. Dann gehen wir in diesem Fall gerade daher. Hahaha. Nein, wir müssen da Schritt für Schritt das machen, was sie uns sagen. Ein Pommes und Currywurstbude. Hey, wir haben eine Dönerbude. Oh, Moment. Wieso ist jetzt der Eingang weg? Mensch. Nehmen wir das da hier. So, steigere die Spaßwertung. Sobald Besuchergruppen diese neue Attraktion nutzen, sollte sich die Spaßwertung erhöhen. Stelle Animateure ein, um die Spaßwertung noch weiter zu erhöhen. Das ist cool. Ich wollte das zuschauen. Ich wollte zuschauen. Da, schau. Das da hier ist unsere Dönerbude. Da. Schau mal, wie sie anstehen. Super. Ich finde das genial. So gut. Was, Esti? Ein Schokodöner? Nein, das ist kein Schokodöner. Das ist ein ganz normaler Döner. Aber wir sind hier im Candyland. Also von dem her, yes. Also Animateur muss ich einstellen. Animateur. Wie viel? 5 habe ich jetzt. 6 muss ich sogar erstellen. Yes, das geht, okay. Ein Park für Teenager. Majestät 2. Du hast die richtigen Schritte unternommen, um für mehr Sauberkeit und eine steigende Spaßwertung zu sorgen. Dadurch wird sich letztlich die Parkattraktivität erhöhen, was dir hilft, die nächste Parkstufe zu erreichen. Aber wir sollten uns nicht mit dem Erreichten zufrieden geben und versuchen, die Parkattraktivität noch weiter zu steigern. Verliere dabei nie das Glücksgefühl der Besucher aus den Augen. Und ich muss jetzt da noch schnell 50 teurer machen, Entschuldigung. Döner macht nicht schöner, doch. Döner macht definitiv schöner, doch. Das Feuerdings ist super, ja, ich werde es aber auch schon ein bisschen teurer machen. Also das Ziel von Park Beyond ist es, deinen Park bis hin zur höchsten Parkstufe aufzuwerten. Und was ist die höchste? 9 oder was? Um ein Spiel voranzukommen, musst du deinen Park attraktiver machen. Parkattraktivität wird durch die Menge an Spaß berechnet, die deine Besucher jeden Tag generieren, sowie die Sauberkeitswertung deines Parks. Du verlierst das Spiel, wenn dein Park 3 Monate lang unrentabel ist. Achte daher darauf, immer ein positives monatliches Einkommen zu haben. Döner macht immer schöner, vor allem am Dönerstag. Das ist so. So, jetzt mache ich das noch schnell teurer. So, perfekt. Gut. Los. Oh, da schau, das brennt. Sehr geil. I love it. Gut, also. Unsere Parkattraktivität ist im Moment bei 17, oder was ist das? Spaßwertung. Was ist die Parkattraktivität? Die Sternli. Wo ist das Sternli? Wo sehe ich das? Okay. Hier. Parkratte 12 von 75. Okay. Das ist am Anfang. Spaß ist 21 und Superkeit ist 70%. Aber wir müssen jetzt einfach, glaube ich, ein bisschen laufen. Wir geben ein bisschen Gas. Genau. Verfüge über ein durchschnittliches Glücksgefühl von mindestens 80%. Wir sind bei 87. Von dem her ist easy. Geben noch ein bisschen mehr Gas. Hui. Ich finde, das klingt solid. Der läuft jetzt auch. Oh lol. Okay. Was ist denn hier passiert? Riesenrad. Machen sie Franken teurer. So. Gewinn Verlust. Ja, das ist eben schade. Teenager haben das aber nicht gern. Die finden das langweilig. Warum haben wir das Teil überhaupt? Mann.
Gibt es noch Bullenstand? Ich glaube es nicht. Hey, wir haben mehr Ring of Fire. Was willst du mehr? Hey Heartless, wie geht's dir? Hat er das Wetter? Ja. Gut, das ist nicht so schwierig im Moment. Wie geht's dir, Heartless? Alles gut bei dir? Macht der Führing Nachschub für die Kebabbude? Ja, es ist nebendran. Beim Hinterausgang. Von dem her, ja, insgeheim wahrscheinlich schon. Gut, ja, das steigt alles. Das ist gut. Ich würde sagen, wir bauen noch ein paar Attraktionen. Hä? Was haben wir hier? Oh, Prozent. Bunte Ballons. Teenager finden das gar nicht cool. Okay. So nicht. Das finden, da haben wir aber schon. Da haben wir auch. Da haben wir noch nicht. Das finde ich nicht gut an. Das haben wir. Tempel der Medusa. Ich finde Teenager nur so semi-cool. Oh, es ist dunkel. Oh, mega geil. Wie cool. Also ich muss etwas finden, was den Teenager Spass macht. He? Da haben wir aber schon. Ja, das ist einmal besser als nichts. He? Tun wir das nämlich daher. Bam, so. Ich muss das auch noch ein bisschen verschieben, hier nicht. Eingang. Nehmen wir den. So, da rein. Und Ausgang ist ein normaler Weg. Dann geht da her. Yeah! Machen wir auch schnell das 50 teurer. Machen einfach alles als 50 teurer. Das sieht aber irgendwie lame aus. Was ist das? Was kann das? Naja, Hauptsache es bringt Geld. So weit schon, nur heute nicht so bin krank geschrieben. Oh no! Oh no! Hey, gute Besserung, Heartless. Sonst weiss ich nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass ich Citroën nicht mehr habe. Du hast einen weit jüngeren Twingo geholt. Okay, das ist doch aber auch nicht schlecht, hä? Nice. Hey. Krass, hä? Also, wir haben ein bisschen Minus hier, aber das ist okay. So. Wir haben 419 Leute, von dem her. Die Partattraktivität muss noch ein bisschen steigern, das ist okay. Wir bauen einfach eine Attraktion nach der anderen. Ah ja, das geht auch mal schnell. Ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr Foodshops und Attraktionen und so machen. Was haben wir hier? Getränk. Verkaufsautomaten. Ja, hier, perfekt. Machen wir gerade hier eine und da eine. Yep. Und da. Was ist mit dem? Finden die Leute den nicht cool, oder wie? Der hat doch auf. Der hat zu weit hinten. Vielleicht muss ich dort irgendetwas herbauen, das cool ist. Irgendetwas, das cool ist. Souvenirshop. Haben wir keinen. Machen wir noch einen Getränk. Oh, da haben wir noch mehr. Pizzashop! Ja, perfekt. Pommes frites Shop. Haben wir das noch ein cool? Feingebäck. Hier, der da hier. Pizzashop. Wir tun den da her. Da. Schön nebeneinander. Es sieht genau gleich aus. Ich finde das... Okay. Kann man machen. Und Pommes. Das sieht auch so riesig aus. Jesus Gott. Den tun wir hierher. Da. Vielleicht kommen ja die Leute jetzt ein bisschen mehr. Etwas zum Außenraum brauchen wir noch. Hier so ein bisschen. Da. Da.
So, also. Vielleicht sollte ich mal wieder auf Bedürfnisdings schauen. Was haben wir hier? Toiletten. Okay. Ich glaube, da hinten noch eine Toilette her tun, wäre glaube gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir noch so eine fancy... Oh Gott, was ist denn das? Shit, man, what the hell? Das sieht aus. Oh mein Gott. Ja, welcher steht so erreicht? Oh yeah. Hauptsache für Geld. Things HSG Students say. Wie kein HSG Student, aber ja. Fair enough. Hey, nehmen wir keine Geisterbahn. Also noch nicht, vor allem, Polly. Unser BM-Mathe-Lehrer hat immer gegen die HSG geschossen und immer Predigt gehalten, dass wir ja nie an die HSG sollen. Das sagen alles Leute, die nicht die Bude zur Sau machen. Nein, wirklich, ist das so? Scheisse. Hat er auch gesagt, warum er meint, dass das der Fall ist? Wieso ist das der Fall? Erzählt mal. Als Auswirkungen, du hast Menschheit 2 erregt. Dein Konto wurde um $2000 aufgestockt. Wenn du nicht bankrott gehen willst, musst du die Rentabilität der Attraktionen und Shops deines Parks im Auge behalten. Der richtige Preis kann einen großen Einfluss auf die Entscheidungen der Besucher haben. Zu teure Attraktionen können preisbewusste Besucher abschrecken, während bei zu günstigeren Attraktionen die Gefahr besteht, dass sie keinen Gewinn abwerfen. Die Besucher scheinen das Riesenrad zu meiden. Überprüfe die Gedanken der Besucher zu dieser Attraktion und nimm die dementsprechenden Anpassungen vor. Ja, es ist echt boring. Es ist echt boring. Niemand will das Riesenrad. Ring of Fire ist viel cooler. Aber ja, schauen wir mal. Infoansicht. Glücksgefühl finde ich sieht ganz solid aus. Was ist mit denen hier? Was haben die? Bedürfnis. Hunger. Das ist doch überall Foodstand, Mann. Kandiert. Ja gut, hier jetzt schon nicht gerade so viel. Fair enough. Also wir bauen hier einen Foodstand her. Food. Wo ist Food? Hier ist Food. Was haben wir Lust? Pommes. Teenager gerne Pommes, hä? Teenager noch viel lieber Kebab. Wieso wundert mich das nicht? Pizza hat natürlich jeder gern. Pizza geht immer. Darum tun wir da jetzt einen Pizzastand her. Genau hier. Perfekt. Zwischendrin. Schön vor dieser Attraktion. Macht auch wahnsinnig viel Sinn. Dass das funktioniert, wundert mich ein bisschen. Hey, nein. Gut, das haben wir schon Tag. Also Glücksgefühl sieht ganz solid aus, außer die hier. Oh. Ja, ist gut. Wir bauen dort noch einen Trinkshop her. Nope, falsch. Da. Drinks. Was haben wir hier Lustiges? Da. Energy Drinks. Perfekt. Gerade hier. Ideal. Also gut. Dann gehen wir wieder zurück auf die Info-Dings. Genau, das hat sich jetzt ein bisschen gelöst haben. Essen. Ja, da haben wir jetzt gerade neu gemacht. Das muss sich ein bisschen beruhigen. Toilettenbedürfnis sieht auch ganz solid aus. Energie. Also Bänkchen und so. Ach was, also jammert mal nicht hier. So, kann ich hier ein Bänkchen reinstellen? Wisst ihr das? Ich schaue mal, ob ich das Bänkchen da reinstellen kann. So eins. Nein, das geht nur hier. Muss es auch auf dem Weg sein oder nicht? Ich glaube es nicht. Da, ne, die hocken auch drauf. Perfekt. Gut. Ich soll da mal nicht rummotzen. Hey Chlu, wie geht's dir? Salut. Ja, möglichst guten Platz nutzen, so sieht es aus, ja. Und hey Dark Magic, wie geht's dir? Salut. Das sind nur noch 10 Minuten, oder was? Das Giveaway. Lass mich schnell schauen. Das Giveaway geht noch... eine Minute.
ja, müsst ganz fest pressieren, wenn ihr noch Park Beyond auf der PS5 wollt gewinnen, Leute, dann ganz schnell Ausrufezeichen Win 1 oder 2, wo das Giveaway ist jetzt gerade vorbei. Ai. Fast jede Lektion, yes, es geht. Krass. Ja, wir müssen den Ertrag maximal behalten, das ist es so, ja. Was haben denn die das Problem? Trinken. Ach, da hat es ja schon ein eigenes Getränk, die soll man nicht so tun. Essen, hat es viel. Toilette hat es immerhin 3, das lenkt Energie, habe ich vorhin geschaut. Übelkeit, das sieht gut aus. Neufrück sieht auch gut aus. Souvenir. Ja, Souvenir haben wir irgendwie noch gar nicht so wirklich. Ah, mo, da die Automaten. Teenager, hä? Lieben, schätzen, gefallen und ablehnen ist halt effektiv das, ja. Das ist okay. Vielleicht muss ich es dann abreißen. Verkaufsautomaten, bauen noch ein paar von denen her. So, hier zum Beispiel. So, wählen das Riesenrad. Genau, also. Riesenrad. Gäste haben wir gerade. Teenager hassen das. Oh, Tutorial. Was? Preise festlegen und ändern. Ja, das habe ich aber auch schon gemacht. Eieieiei. Irgendwo ist immer morgen. Das ist es so. Yes, genau. Und ich bin gerade wieder auf dem Sofa verwacht. Somit ist irgendwie morgen. Okay, ja, fair enough. Morgen ist immer nach dem Aufstehen. So, das Giveaway ist vorbei, Leute. Das Giveaway ist durch. Und ich werde noch ganz schnell hier das Tutorial anschauen und das Riesenrad irgendwie abreißen oder so. Bevor ich noch verkünden, wer das gewonnen hat. Also es geht noch ein paar Minuten. Mein Bruder sagt immer guten Morgen um 11 Uhr am Abend. Okay, spannend. Also, du kannst einen Preis für fast alles in deinem Park festlegen. Preise für den Eintritt, Attraktionen, jedes einzelne Produkt in einem Shop und mehr. Preise wirken sich stark auf die Entscheidung der Besucher ab. In ihren Gedanken erkennst du, ob die Preise gerechtfertigt sind. Die Herausforderung besteht darin, den Preis hoch genug anzusetzen, um einen Gewinn zu erzielen, aber nicht so hoch, dass du zu viele Besucher abschreckst. Genau. Also, das Riesenrad ist zu teuer. Ich mache mal 10. So. Vielleicht muss ich es nämlich gar nicht abreißen. Wer weiß. Oh, hast du schon viel Verlust gemacht? Teenage wird. Das Preise ist sehr hoch. Was immer noch? Rentabilität ist zwar gigantisch, hä? Ja. Oh wow, da kann man. Boah, da kann man ja alles anpassen. Crazy. Okay. Ich mache, weißt du was? Ich mache jetzt 5, so. Behebe die geringe Auslastung des Riesenrads. Tada! Bei diesem Preis sollten wieder mehr Besucher bereit sein, diese Attraktion zu nutzen. Du kannst auch die Preise der Produkte in Shops anpassen. Im Moment zeichnet sich ein Trend rund um den Hypertonic Plus im Energy Drink Shops ab. Du kannst diese Chance nutzen, um den Preis anzuheben und aus der gesteigerten Nachfrage Kapital zu schlagen. Kapitalismus, let's go. Oder den Preis senken und die Verkaufszahlen weiter zu steigern. Hypertonic 2. Das ist hier, hä? Energy Drink. Da. Hypertonic 2. Ja, let's go! 25, 24. Perfekt. 11 Abend ist schon fast morgen. Ja, nein, nicht wirklich. Aber ja. Ja, also. Finde ich nicht. Es verkaufen 25 weitere Hypertonics solange der Trend anhält. Machen wir 3-fache Geschwindigkeit. Yeah. Okay, irgendwie will niemand kaufen. Vielleicht muss ich es noch mal ein bisschen runtermachen. 24 ist schon ein bisschen teuer. He? Machen wir 3. Du siehst es nicht, aber ich sehe es. Hä, das spielt ja gar keine Rolle, es ist immer noch 25. Lol, egal. Also. Schaffst du mit CNC-Maschinen? Was ist CNC-Maschine? Was?
Wir schauen, wer Park Beyond Key für die PS5 gewonnen hat. Merci vielmals für alle, die mitgemacht haben. Trommelwirbel bitte. Und dann würde ich sagen, ich picke den Gewinner in 3, 2, 1. Und gewonnen hat der SD. Congratulations! Bist du da? SD, Chi. Hui, ich bin da. Sehr gut. Wunderbar. Dann tue ich dir nämlich schnell schreiben. Ja. Gott. Salut. Einfach, dass ich es auf dem Schirm habe. Und dann schicke ich dir anschliessend, also heute Nachmittag noch, den Key zu. Ist das gut für dich? Dann kannst du einfach am Wochenende gerade loslegen. GG, yes. Sehr, sehr cool. Muss ich gerade was Burg verteidigen? Was für eine Burg? Was für eine Burg? So. CNC und konventionelle Maschine, okay. Sagt man nicht. Sounds like fun. Okay, das ist so ein Ding. Yes, Gott. Nein, da wird man also echt schlecht werden. Ja, wenn da kotzt ist, dann landet es dem anderen im Schoss. Aber was ist mit dem da hier? Moment. Was sind Gedanken? Teenager finden das doch eigentlich toll. Warum geht die nicht da rein? Ist es teuer? Ich mache es noch günstiger. Hä? Klonen. Ja, aber die Leute sollten das doch toll finden. Ich komme echt nicht raus, warum die da nicht drauf gehen. Vor allem, sie sollten das ja cooler finden als das da hier. Hä, wie schräg ist das? Okay, Moment, ich habe eine Idee. Das werde ich jetzt noch schnell machen. Beziehungsweise muss ich zuerst schnell abreißen. Moment, zuerst auf Pause drücken. Da abreißen. Hier. Wägli bauen. Also Eingang muss ich bauen. Gehen wir halt da rein. So. Vielleicht funktioniert das besser. We will see. Vielleicht ist er einfach ein bisschen zu weit weg von allem. Dass sich die Leute nicht dahinter verirren. Das könnte noch ein bisschen sauberer sein, hä? Aber sie scheinen ja alle ganz zufrieden zu sein. Ui, und die machen ganz gut Gewinn. Das klingt super. Das Reservat ist jetzt auch rentabel. Das Teil... Oh ja, jetzt kommen sie. Finally. Oh, Halleluja. Sehr gut, sehr gut. Was? CNC-Maschinen sind computergesteuerte Maschinen. Grob gesagt. Okay. Solid. Nein, ich habe nur einen Key. Entschuldigung. Nur einen. Nur einen. Aber ist ja nicht das letzte Mal, wo wir ein... Oh. Sauberkeit. Sie sinkt. Ich muss Mülleimer aufstellen. Moment, ich kann noch nicht aufhören. Mülleimer. Schnell. Schnell. Mülleimer. Hier. Da. Da. Ganz viel. Hier. Da, bevor ihr reingeht. Let's go. Hier muss ich auch noch ein paar aufstellen. Hier. Da tun wir noch einen her. Tipptopp. Tipptopp. So, und Personal. Ich glaube, ich stelle noch einen an. Reinigungskraft zweimal. Da nochmal zweimal. So. Wir haben ja Kohle. Wir haben ja ganz gut Kohle. So. Sonst kann ich immer noch einen entlassen. Ich finde das cool. Oh,
es macht Spaß. Ich finde, es macht Spaß, Leute. Ich finde das Spiel echt nice. Ja, also vor allem, weil man sehr viel... also man hat ja wirklich sehr viel Spielraum. Man könnte eben auch die ganzen Attraktionen auch noch von den Farben anpassen. Man kann die ganzen Gitter... Jesus. Also managementtechnisch ist das wirklich krass. Wirklich krass. Was stimmt, das denken sie eigentlich hier dabei? Nicht mehr erreichbar? Was? Was? Warum soll es nicht erreichbar sein? So eine Sicht. Yes, ne, also, aber ich finde es nice. Managementtechnisch kannst du echt viel machen. Ja, cool. In dem Fall wäre es das leider schon gewesen mit meinem First Impression von Park Beyond. Ich finde, es macht echt viel Spaß. Ich könnte jetzt da noch länger weiterspielen, aber ich finde so Management-Spiele grundsätzlich halt einfach irgendwie auch voll cool. Und eben vor allem, wenn man hier noch so crazy Achterbahnen bauen kann. Ich hoffe, das weiss ich jetzt natürlich nicht, aber ich hoffe natürlich schon sehr, dass wir irgendwann einmal nicht nur schon vorgefertigte Achterbahnen da müssen im Park draufklatschen, sondern auch irgendwann mal selber Achterbahnen können bauen, so wie wir schließlich im Tutorial eigentlich gemacht haben. Aber das kann ich so nicht beantworten, weil ich mich nicht informiert habe über das. Ich hoffe es einfach. Ich gehe mal davon aus, sonst wäre es komisch, wenn wir, also dass wir überhaupt so ein Tutorial hätten gehabt. Von dem her, ja, Securitas brauchen wir auch noch. Ja, das stimmt eigentlich schon, gell? Eigentlich brauchen wir noch Securitas. Oh! Aha! Was ist denn das? Das kommt noch mit Achterbahnen freibauen, eben, gell? Habe ich mir schon gedacht. Die Junge links im Ring sind fix und kotzen, finde ich eben auch, ja. Was? Baue eine Achterbahn und richte sie auf die Zielgruppe Teenager aus. Ah! Sophia, die leitende Ingenieurin von Cloudstormer, hat gerade ein Paket mit neuen Attraktionen und Shops für deinen Park abgeliefert. Es enthält auch einige Fertigbauten für Achterbahnen. Es wird Zeit, dass dein Park eine Achterbahn bekommt. Du kannst entweder eine neue bauen oder dir einen der Achterbahn-Fertigbauten aussuchen und platzieren. Nutze Aufhänger, um die Besucherzielgruppe deiner Achterbahn festzulegen. Okay, cool. Also das schauen wir uns... ich lade alle wieder drauf. Schauen wir uns nochmal schnell an. Ah, Szenerie. Okay, wow, jetzt wird es richtig krass. What the fuck? Leckt mir. Ja, okay, wir können sogar Croissants verteilen. Yes. Oh, wie cool. Wie cool. Das ist ja wirklich richtig geil. Jesus Gott. Was haben wir hier? Gebäudemodul. Jesus Christ. Das heisst, wir können theoretisch auch Gebäude komplett selber bauen. Crazy! Souvenirshops haben wir. Oh, was ist denn das? Standardtoilette. Das sieht aus wie ein Hund irgendwie. Personalraum. Ah, Parkeingang. Okay. Unterhaltungspunkt. Ah, für Auffahrt. Ah, für Animateuren und so. Okay, du einen hierher. So. So lässig. Einen da. Einen da. Da habe ich wenig zu tun. Einen da. So lässig. Oh mein Gott, ey, das ist ja krass. Was es alles gibt, ey. Oh, hey, shit. Okay. Ja, ich gehe mal davon aus, da kann man noch einiges machen. Finanzen, Parkverwaltung. Hier ist die Achterbahn. Fertiggebauten. Yeses! Okay, uno momento. Ich muss sie anschauen. Ich muss vor allem schauen, dass sie für Teenager sind. Okay, das funktioniert nicht. Also, was haben wir hier? Das finden Teenager cool, das nicht. Das ist so semi. Das finden sie cool. Hüpfende Burg vor allem. Jesus Gott. Atomarer Akzelerator.
Wo ist der Eingang? Dort unten. Du musst jetzt erst mal Kilometer laufen, bevor du das da kannst. Ah, hier! Wobei, was ist das da oben? Ah, das ist. Oh Gott, Jesus. So, Moment, die bauen wir noch. Wo war es? Irgendwo konnte ich es her tun. Wo war das? Oder das Rote ist das gleich? Also das spielt auch keine Rolle, oder? Kann ich das hierher tun? Okay. Der Aufhängerbildschirm erlaubt es, für jede Attraktion zu verwalten. Okay. Okay, ja, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Holy Guacamole. Okay, das sieht kriminell aus. Kann man machen. Wo ist der Startpunkt? Ist hier der Startpunkt? Oh, Jesus Gott. Geschlossen. Wir brauchen einen Eingang und einen Ausgang. Also sorry, ich muss das jetzt einfach noch schnell bauen. Einfach, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Weg, hier. Eingang. Die kommen von der Seite, von da. Was ein Objekt ist im Weg. Du bist schon im Weg, Alter. Also machen wir es von hier. Ja, machen wir es daher. Und der Ausgang ist halt in diese Richtung. Das können wir gut machen. So. Ja, so. Hallo. Wieso geht das nicht? Hä? Ah! Darf doch nicht wahr sein! Ich glaube, ich muss das sehr gut umbauen, bevor ich hier kann. Kann ich das nicht einfach? Nein, da geht's nicht. Mann! Muss ich das hier weg tun? Moment, ich muss den abreißen hier, glaub's. Nein, das geht auch nicht, wo das Teil im Weg ist. Ach! Wieso geht das nicht? Was ist das? Mann! Da ist eh im Weg hier. Moment, ich muss eine Pause drücken. Ich muss das schnell ein bisschen... Okay, das ist... ja, wir machen mit Kurven. Nein, was ist das? Ah! Sorry Leute, ich bin voll am... Wieso ist das so eine Kurve? Wieso? Ja, ich weiss, ich hätte voll ins Grünzeug rausbauen, aber weißt du, jetzt muss ich daher. So. What the hell? Vielleicht muss ich da wirklich... Das soll doch gehen! So geht das nicht! So geht das nicht! Ich finde das nicht cool. Kann ich den verschieben? Der hat jetzt keinen Ausgang mehr. Ah! Hey! Nightpaul, danke vielmals. Oder Nachtpaul. Wie auch immer. Merci vielmals für die Follow. Herzlich willkommen bei uns auf brack.ch. Auf einem wunderbaren Streaming-Channel. Und ich bin da gerade voll... Ich habe da kurz schnell gefunden, ich müsste da etwas Neues machen. Da verlagern. Und habe gerade voll reingeschossen. Das bin ich im Struggeln. Ich glaube, ich verlagere lieber das hier, ehrlich gesagt. Das kann ich jetzt nicht verlagern. Nein, es geht gar nicht mehr. Nein, es geht gar nicht mehr. Why? Ah, muss ich doch das verlagern hier? Geht das so? Gut. Vielleicht geht es ja jetzt. Mal schauen. Oh, shit. Ist es am Glitchen oder hat es da effektiv einfach gerade... irgendwie etwas läuft gerade ultra schief, Leute. Es läuft gerade alles schief. No! Nein! Ah,
Die Säulen sind vielleicht im Weg. Oh mein Gott. Ah, die sind noch da. Okay, gut. I see that now. Okay, da können wir... Überschneidet sich mit einem anderen Weg. Ah, das ist erhöht. Ah, Jesus. Okay. Also, dann muss ich aber beim einen Ort rein und beim anderen raus. Da kann ich raus. Und das sollte doch jetzt gar nicht. Nehmen wir den. So. Ah, yes. Es funktioniert. Ah, Eureka. Jesus Gott, das ist ja riesig, das Ding. Also ich weiss, man könnte es natürlich auch selber bauen, aber ich sollte eigentlich schon lange Feierabend machen. Und jetzt bin ich wirklich voll so gehypt gewesen, weil ich gefunden habe, oh mein Gott, das muss ich ausprobieren. Hey. Ernsthaft, wie geil ist das? Und es ist nicht mal teuer. Es ist verdammt günstig. Vielleicht muss ich es ein bisschen teurer machen. Ich mache es 50 teurer, so 5 Franken. 5 Dollar. Hä? Was ist jetzt passiert? Die sind weggeglitscht. Oder sie sind einfach in die Bahn hineingeglitscht. Jesus Gott. Wie cool. Moment. Mitfahrkamera. Ah, mit dem schlecht. Vor allem, was er so rumpackt. Ah, das ist alles nicht angenehm. Machen wir es so. Ah. Voll durch alles durch. Hey, das ist voll schnell gegangen. What? Kann gar nicht sein. Wir haben da 2 von diesen Kanonendings übersehen. Die hast du gesehen, also übergangen. Okay, aber hey, schaut mal. Es boomt. Es boomt. Mein Park ist Gold. Also, so, jetzt aber, finito für heute. Ich hoffe... Jetzt ist hier zu. Das war schon immer. Moment, ich muss noch schnell Strassen bauen. Ich weiss, es ist nicht schön, wo es eine lange Straße ist, aber es ist mir gleich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spass gehabt wie ich. Ich finde es mega cool. Nein, wir machen ganz sicher keinen 24-Stunden-Stream, auf gar keinen Fall. Und ja, man kann reinsitzen und man kann mitfahren, ja. Aber wie du vorher gerade gesehen hast, ist das so ein bisschen semi-geil irgendwie, ja, von dem her. Ach ja... Ich kann nicht mehr. Von der Kebabstand. Ja, gell. Also, dort ist glaube ich, im Game recht egal. Da, schaut mal. Boing. Hey, nein. Wie unrealistisch. Aber ja, darum heisst es ja auch Park Beyond und nicht Park Real oder so. Jesus Gott, das sieht aus. Crazy. Hey, nein. Hui. Und fertig. Finito Tito, genau so sieht es aus. Eieiei. Der Park ist Gold, ja eben, voll. Sieht wild aus, also die Gestaltung des Parks. Ey, vor allem, ich liebe ja, das muss ich wirklich sagen, es ist so ein easy, useless Detail, aber ich liebe die Wege. Ich finde die voll cool. Ich habe mega Freude und die Bahn finde ich mega geil. Also es ist wirklich, ich finde es wirklich cool. Ja, muss ich wirklich sagen, ich finde es richtig geil. Gerade bei HSG-Bewerben. Ja, schau mal, mein Park funktioniert ganz gut. Ja, ich finde, es sieht solid aus. Ja, das nächste Ziel ist Gewinn. Ich mache doch schon Gewinn. Und wie? Guck mal, voll solid. Die Bilanz ist super. Wenn ich Platz brauche, auch maximalen Ertrag, lernt man an der HSG. Exakt, siehst du? Also, ich glaube, ich sollte ja wohl bewiesen haben, dass ich mich qualifiziert habe für die HSG. Jetzt aufgrund von allein dieser wunderbaren Konstellation von Park. Ja, so, jetzt ist das aber gewesen. So, finito. Finito, Leute. Finito. Nein, es hat echt Spass gemacht, muss ich wirklich sagen. Also, ich finde eigentlich so Management-Spiele grundsätzlich ganz witzig. Und wenn sie dann natürlich auch noch so bunt und fancy sind und einfach vor allem eben so crazy ein bisschen durchknallt, umso besser natürlich.